Ja, er war so wie 26.28.16. Wer das Albumcover von Volksrocks gut anschaut, findet das Datum irgendwo, ich glaube auf einem Autonummer-Schild. Wir haben am eidgenössischen Schwing- und Alplerfest spielen in Estavayer. Stichwort Kampf um den Thron. Natürlich allgegenwärtig. Unter das haben natürlich auch die Medien richtig viel von uns wollen. An dem Abend, wo wir dürfen spielen, oder an diesen 2 Abenden, das war eine Stimmung, wie wir sie vorher nie, aber wirklich nie mehr erlebt haben. Wir haben nach dem Traufer auf die Bühne dürfen und das gröbste Bild war, glaube ich, wo das Konzert fertig war. Wenn man nachher in das Festzelt hineingeschaut hat, das hat Löcher im Boden gehabt, wo die Leute einfach dermassen auf diesen Festbänken rumgekumpelt, dass der Zeltboden durchgebrochen ist. Sie haben Rutschbahnen gebaut mit den Tischen und das ist ja unbeschreiblich. Also, das haben wir vor und nachher haben wir das nie mehr so erleben. Welt. Aber es gibt nicht die Umkehrseite der Medaille. Wir sind, glaube ich, in dieser Woche nach Estavayer haben wir eine CD-Taufe gemacht in Brittnau. Brittnau war jetzt nicht unbedingt der Hotspot von Volksrocks. Wir haben das gemacht, weil wir dort eine Bekannte hatten und mit ihr zusammen etwas auf die Scheiche stellen. Ja, es hat halt einfach einmal mehr gezeigt. Sobald man Eintritt muss zahlen für Volksrocks zu dem Zeitpunkt, wo das, dann erlebst du das Estavayer dermassen Hochgefühl. Und dann kommst du dorthin und ja, merkst, es ist gar nicht so einfach.